Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie willkommen zum UTV. Heute haben wir zu Gast Herrn Rasim Mars. Er ist ein Historiker und Schriftsteller. Herr Mars, können Sie sich bitte uns mal vorstellen? Natürlich. Wie erwähnt, mein Name ist Rasim Mars. Ich bin Historiker und Autor für osmanische Geschichte. Ich bin Vorsitzender des Ottoman-Clubs, des ersten osmanischen Geschichtsvereins in Deutschland, und bin Europarepräsentant und Berater der osmanischen Familie. Sie halten Vorträge über Osmanische Reich und haben verschiedene Themen. Was glauben Sie, ob die Türken ihre Geschichte gut kennen oder nicht? Also ich denke, sowohl bei den Türken hier in Deutschland als auch in der Türkei herrscht noch ein sehr großes Defizit, was Geschichte anbetrifft. Dieses Defizit versuchen wir natürlich zu bekämpfen. Ja. Leider ist es wahr, dass eben Türken keine Geschichtsbücher lesen. Ja, das ist ja traurig. Aber dieses Geschichtsinteresse hat sich Gott sei Dank in den letzten Jahren vergrößert. Ja? Gerade durch Serien, durch Publikation. Ja? Das Interesse wird immer größer. Ja? Und wir sehen bei den Jugendlichen auch, dass Interesse besteht und dass dieses Interesse auch also dieser Wissensdurst auch gestillt werden muss. Ja? Also es ist ein ganz großer Anklang in der Gesellschaft, was das angeht. Wenn Sie Vorträge halten, das sind meistens Studenten, die Sie hören? Ein Großteil, ja. Und für welchen Zeitraum interessieren Sie sich für, wenn Sie über Osmanische Reich reden? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Also sehr großes Interesse war natürlich die Epoche Sultan Süleymans, ne, Kanuni Sultan Süleyman, dem Gesetzesgeber. Da war ein sehr großes Interesse, weil natürlich vorher die Serie Muhteşem Yüzyıl quasi natürlich ein Kassenschlager war, ja, für die türkische Medienlandschaft. Und die Jugendlichen wollten natürlich mehr Hintergrund wissen. Stimmt jetzt, was stimmt nicht. Ne? Da wollten sie sich halt noch intensiver informieren. Da war der Zuspruch sehr groß, ja, die Resonanz war super. Darüber hinaus auch die Endphase, Übergang, Osmanisches Reich zur Türkischen Republik, das hat auch wiederum einen sehr großen Zuspruch erfahren. Ne? Okay, also die letzte Zeit von Osmanischem Reich der Übergang zur Türkischen Republik, das ist vielleicht auch zu kurz gekommen in den Geschichtsbüchern. Können Sie uns etwas darüber erzählen, wie das gelaufen ist damals, was geschah damals? Ich kann das hier in wenigen Sätzen gerne mal kurz erläutern. Also dieser Übergang, ja, war sehr kompliziert. Ja. Dieser Übergang ist nicht einfach vonstatten gegangen, sondern das war ein langwieriger Prozess, ja, in diesen sehr kurzen Jahren. Ja. Sie müssen bedenken, das Osmanische Reich hat den Krieg verloren. Ja. Wir standen vor einem Scherbenhaufen. Und demgemäß hat natürlich auch der letzte Sultan, ja, Sultan Vahideddin, Maßnahmen ergriffen, ja, um sein Land und natürlich auch sein Volk, ja, wieder die Freiheit zu ermöglichen. Ja, die Freiheit von den Besatzern. Und wir wissen jetzt aus den neuesten Quellen, die wir aus den Archiven geschöpft haben, dass eben Mustafa Kemal Pascha als General und Adjutant des Sultans von ihm beauftragt wurde, Anatolien zu befreien. Ja? Und nur mit der Unterstützung des Sultans, ja, weil Sultan Vahideddin hat die Waffen organisiert oder einsammeln lassen in Anatolien. Auf seinen Befehl hin hat Mustafa Kemal Pascha Goldreserven zur Verfügung gestellt, um den Kurtuluş Savaşı, den Befreiungskrieg, finanzieren zu können.
diese ganzen Sachen hat der Padişah quasi zur Verfügung gestellt, damit Mustafa Kemal Pascha eine erfolgreiche Operation in Anatolien starten konnte. Das wissen wir heute. Ja. Dann kam die Befreiung und da können wir vielleicht anknüpfen, die Frage, die letzte Zeit von Osmanischem Reich hat ja was zu tun mit Doğu-Türkistan, mit Osttürkistan. Können Sie uns davon erzählen, welcher Zusammenhang besteht denn da? Also das war natürlich vor dem Ende des Osmanischen Reiches, diese Beziehung. Diese Beziehung hat, dieses Kapitel ist quasi vollkommen in Vergessenheit geraten. Ja? Wir haben einen Punkt in der Geschichte. Einen Zeitraum, ja, der komplett in Vergessenheit geraten ist. Und zwar ist 1865. 1865, zu diesem Zeitpunkt war Sultan Abdülaziz an der Macht im Osmanischen Reich. Abdülaziz hatte natürlich einen Verwestlichungsprozess, ja, die Tanzimat-Reformen damals in Gang gesetzt. Ja. Das heißt, das Osmanische Reich war im kompletten Übergang, eine Modernisierung hat stattgefunden. Und 1865 ist ein uigurischer Bote in Konstantinien, dem heutigen Istanbul, in der Hauptstadt, erschienen und hat um Audienz gebeten beim Sultan. Dieser Mann hatte schon 4000 Kilometer hinter sich. Ja, es ist natürlich eine weite Strecke von Osttürkistan bis nach Konstantinien. Und im Dolmabahce Palast wurde er empfangen. Und Sultan Abdülaziz hat ihn mit den Worten begrüßt: Was bringst du für Nachrichten aus dem Land meiner Vorväter? Ja? Und daraufhin hat der Bote ihm dann natürlich erklärt, was für eine Situation derzeit in Osttürkistan vonstatten geht, ja, oder vorhanden ist. Und dieser Bote wurde natürlich damals von den jeweiligen Herrschern in Osttürkistan geschickt. Ja, Sie müssen sich so vorstellen, in Osttürkistan selber gab es kleinere Khanate, also kleinere kleinere Fürstentümer. Ja, genau. Ja. Und ein Fürst war zum Beispiel Alim Kuli, ja, oder Jakub Bey. Ja. Und diese Fürsten haben sich zum Ziel gesetzt, einen Widerstand aufzubauen. Widerstand gegen die Russen, weil die Russen hatten als erste im 19. Jahrhundert als erste eine Invasion gestartet. Ja, sie wollten Osttürkistan haben, ja, hatten schon Westtürkistan vorher besetzt gehalten. Ja, und da ist eine Widerstandsbewegung aufgekommen. Die Widerstandsbewegung der Uiguren an sich, ja, und auch der Tadschiken und der anderen türkischen Völkern in Zentralasien hat natürlich ältere Wurzeln. Die gehen bis ins 16. Jahrhundert zurück, ne, als die Völker sich sowohl gegen die Russen als auch gegen die Chinesen schon aufgelehnt haben. Aber das wurde dann quasi über die Jahrhunderte hinweg immer wieder mussten sie ihr Land verteidigen. Und 1865 hatten die Russen Westtürkistan und auch Osttürkistan bedroht, ja, und man sah keinen Ausweg mehr, so haben die Fürsten beschlossen, wir schreiben eine Nachricht, ja, einen Brief, ja, einen offenen Brief, schreiben wir an den Sultan des Osmanischen Reiches. Warum? Das Osmanische Reich war natürlich die Macht im Islam, also im islamischen Herrschaftsbereich, ja, seit Jahrhunderten gewesen, war ja auch die letzte islamische Großmacht, ja, hat einen besonderen Stellenwert gehabt. Und genau hier haben die Fürsten dann den Finger quasi in die Wunde gelegt und haben gesagt, wir müssen uns jetzt an den Sultan wenden. Und der Bote hatte dann quasi alles dem Padişah erzählt, was sich in Osttürkistan abspielt. Und daraufhin hat Sultan Abdülaziz gesagt, wir werden euch unterstützen. Ja? Ich werde Waffen, Munition und Uniformen bereitstellen, hat Sultan Abdülaziz gesagt. Ja? Und daraufhin hat er einen Ferman aufgesetzt, einen Befehl, ein Befehlsschreiben, in dem quasi die Unterstützung für
die Fürsten, für Jakub Bey und Alim Kuli und den anderen in Osttürkestan, dass die osmanische Unterstützung gegeben wird. Mit diesem Ferman und einigen Orden, ja, ist dieser Bote dann wieder quasi nach Osttürkestan zurückgegangen. Und in Osttürkestan war natürlich Freudenstimmung, ja, dass da Unterstützung kommt. Ne? Es hat aber ein bisschen länger gedauert, weil 1869, ja, also 4 Jahre später, ist quasi diese ganze Beziehung, ja, also diese Unterstützung erstmalig angelaufen. Ja? Also die Osmanen haben erst 69 wirklich Material rübergeschickt, ja, so peu à peu, langsam. Richtige Auswirkungen hatte das 1873 gehabt, 1873, und es markiert einen Wendepunkt, weil was wenige Leute wissen ist, dass Osttürkestan ein Teil des Osmanischen Reiches wurde. Ja? Offiziell. Offiziell, weil 1873 hat sich Jakub Bey, das war der damalige Herrscher in Osttürkestan, hat er die Macht von Sultan Abdulaziz, ja, also die Oberhoheit, ja, weil Abdulaziz war ja Kalif der Muslime gewesen, ja, hat der Sultan Abdulaziz als seinen Herrscher akzeptiert, ja, und somit die Oberhoheit, die Suzeränität, ja, anerkannt. Damit fiel quasi sein Fürstentum, Osttürkestan, an das Osmanische Reich. Das ist quasi die östlichste Provinz, der östlichste Machtbereich, den die Osmanen je in ihrer Geschichte besessen haben. Wie lange hat das gedauert? Also wie lange war die Zeit? Von wann bis wann? Also die Osmanen, also Osttürkestan war von 1873 bis 1877, ja, also 4 Jahre. 4 Jahre im osmanischen Machtbesitz, kann man so sagen. Jetzt kann man natürlich einwenden, es ist eine sehr kurze Zeit, ja, aber in dieser sehr kurzen Zeit ist sehr viel passiert. Ja. Gerade weil es eine kurze Zeit ist, ist es in Vergessenheit geraten. Ja. Aber hier ist genau dieser Punkt, man hat nicht nur Waffen und Material rübergeschickt, sondern 1873, ein Bote war wieder in Konstantinje, ja, hat dort wieder Orden abgeholt, ja, und Sultan Abdulaziz hat ihm ein Schwert überreicht. Und mit diesem Schwert, das hat damals einen Wert von 20.000 Kursch gehabt, also es war sehr wertvoll, dieses Schwert, sollte der Bote Jakub Bey übergeben, als Geschenk, als Präsent für Jakub Bey vom Padişah. Der Bote ist wieder nach Kaschgar, ja, die damalige Hauptstadt von Osttürkestan, ist er nach Kaschgar gegangen. Und im Mausoleum, also in der Türbe von Afak Hoca, einem Naqshbandi-Lehrer, der ja ganz berühmt in Osttürkestan ist, in diesem Heiligtum, hat man eine Prozession gemacht. Ja? Und zwar hat dieser Bote offiziell dieses Schwert quasi Jakub Bey übergeben. Ja, da gab es dann Militärparade, allem drum und dran. Ja, das wurde ganz pompös, wurde das dann da inszeniert. Und mit dieser Schwertübergabe hat quasi sich Jakub Bey dann als alleiniger Herrscher von Türkistan im Namen von Sultan Abdulaziz, ja, sich ausgerufen. Ja, und damit fiel quasi Osttürkestan in osmanische Hand. Mhm. Und natürlich hatten die Uiguren und die anderen Völker in diesem Gebiet, hatten sie natürlich eine Verpflichtung gehabt. Ja? Was wenige Leute wissen, also für die Herrschaft, für die osmanische Herrschaft sehr wichtig in einem Gebiet, ist zum Beispiel einmal, dass der Name des Padişahs in der Hutbe freitags, ja, beim Freitagsgebet in der Hutbe genannt wird, im Freitagsgebet. Das wurde gemacht. Der Name von Sultan Abdulaziz wurde in Osttürkestan in allen Moscheen genannt. Die zweite Sache ist die Münzprägung. Ja? Jakub Bey hat Münzen prägen lassen mit dem Emblem, also mit der Tura, mit dem sultanischen Emblem von Abdulaziz. Ja? Und natürlich wurden osmanische Fahnen
in Ostturkestan an die wichtigsten, also an Medressen, an Moscheen angebracht. Ja? Damit war alles gegeben quasi, was Ostturkestan auszeichnete als neue osmanische Provinz. Wie ist es dann danach weitergegangen? Also was passierte dann nach osmanischer Zeit in Osttürkestan? Also erstmal, ich hatte ja eben erwähnt gehabt, das ging ja bis 1877. Warum? Sultan Abdulaziz hat auch osmanische Offiziere nach Ostturkestan geschickt. Und diese osmanischen Offiziere hatten natürlich den Auftrag gehabt, diese Reiter, ja, also diese Kavallerie, die die Ostturken da hatten, auszubilden, also quasi eine Armee aufzustellen. Ja? In Konstantinien hat man, also das sehen Sie auch bei den Publikationen der Yeni Osmanlı, also der Jung-Osmanen um Namık Kemal und Ziya Pascha. Ja, in den Publikationen wird immer groß davon geschwärmt, 16 Millionen Muslime sind in Zentralasien aufgestanden für den Padişah. Ja? Eine völlig übertriebene Zahl, also 16 Millionen, das ist komplett übertrieben. Aber wir können von einigen 10.000 ausgehen, ja. Das hat auch der Bote damals zu Sultan Abdulaziz gesagt. Und zwar hat er gesagt, in China sind Zehntausende von Muslimen, die nur darauf warten, aufzustehen, ja, gegen die Besatzungsmacht. Und diese osmanischen Offiziere hatten dann quasi den Auftrag gehabt, dann diese Armee auszubilden. Wie wir aus Berichten wissen, war das ein sehr schwieriges Unterfangen, ja, weil die Ausbildung nach europäischer Art, ja, bei solchen Stammeskriegern, ja, wie sie damals da noch vorherrschten, war kaum möglich. Und das endete quasi katastrophal, als die Chinesen eine Invasion gestartet haben, und das war 1877. Und bei dieser Invasion haben die Uiguren, waren sie komplett unterlegen, weil durch mangelnde Disziplin, ja, ist die Schlacht verloren gewesen und Ostturkestan wurde dann von den Chinesen quasi überrannt. Ne? Die osmanischen Offiziere sind in Gefangenschaft geraten, sind dann nachher wieder zurückgekehrt. Ja? Aber auch aufgrund der innenpolitischen Situation des Osmanischen Reiches ist Ostturkestan in den Hintergrund gerückt. Ja? 1877, 1878 war ja der russisch-osmanische Krieg, den die Osmanen verloren haben. Der Russe stand 15 Kilometer vor Konstantinien, vor der Hauptstadt. Die Osmanen hatten andere Probleme gehabt, als jetzt nach Ostturkestan da quasi noch zu intervenieren. Und die ganzen außenpolitischen Angelegenheiten, die außenpolitische Situation des Osmanischen Reiches haben auch nicht wieder eine Reaktivierung der Beziehungen zu Ostturkestan ermöglicht. Ne? Also das werden Sie auch nachher sehen. Und zwar, Jakub Bey ist ja in der Schlacht gefallen, 1877. Und sein Sohn hatte sich gerettet. Kuli Bey hieß der. Und er ist dann noch 1880 ist er nach Konstantinien gereist und wollte bei dem Sultan Abdülhamid, ja, der da herrschte. Abdulaziz ist ja ermordet worden, 76, und dann gab es dieses Drei-Sultane-Jahr, ja, wo sein Neffe Murat V. folgt und dann erst Abdülhamid II. Und unter dem herrschenden Sultan Abdülhamid II., dem ja eine pan-islamische Außenpolitik immer nachgesagt wird, ist es aber nicht zu einer Reaktivierung gekommen. Kuli Bey hat vergeblich auf eine Audienz gewartet mit Abdülhamid II. Ist nie zustande gekommen, weil die Osmanen hatten kein Interesse mehr daran, ja, sich da quasi mit Ostturkestan weiter zu beschäftigen, weil Abdülhamid hatte mit Russland quasi eine Aussöhnung gesucht, ja, um die östlichen Grenzen im Kaukasus zu sichern. Ja. Dieses Thema ist dann quasi komplett unter den Tisch gefallen und Kuli Bey musste dann quasi wieder zurück nach Ostturkestan reisen, ohne Ergebnisse. Ja. Und somit blieb Ostturkestan in chinesischer Hand.
Es ist dann nachher so gekommen, dass der Aufstand der zentralasiatischen Völker dann wieder in den Mittelpunkt trat im Ersten Weltkrieg. Ganz bekannt natürlich Enver Pascha, ja, Kriegsminister des Osmanischen Reiches, der natürlich mit Hilfe der Deutschen, die damals verbündet waren, versuchte, die Turkvölker in Asien gegen die Engländer und gegen die Russen zu mobilisieren. Wir wissen von Operationen in Persien, wir wissen von Operationen in Afghanistan, in dem heutigen Kasachstan, in Turkmenistan, auch oben Ostturkestan, in denen Enver Pascha involviert war. Ja. Und es ist dann nachher so gekommen, während des Ersten Weltkrieges kam kein Aufstand zustande. Erst als Enver Pascha fliehen musste, 1918 beim Ende des Ersten Weltkrieges, und dann quasi Richtung Pamirgebirge nach dem heutigen Buchara, ja, auswanderte und dort quasi mit dem Basmachi den Widerstand aufbaute, da kam das mit den Uiguren wieder ins Gespräch. Er hatte die besten Kontakte wieder nach Ostturkestan gepflegt, ja, das müssen Sie sich vorstellen, das war ja quasi auf der anderen Seite des Pamirgebirges, ja, und wollte natürlich wieder einen riesigen Aufstand anzetteln, um letztendlich gegen die Rote Armee der Russen und natürlich auch gegen die englische Politik da wieder ein eigenes Reich wiederherzustellen. Ja? Das war so quasi der zweite Abschnitt, in dem die Osmanen dort in Ostturkestan aktiv waren. Ja. Dann wiederum gab es einen dritten Abschnitt, ja, eine dritte Situation, und zwar in den 30er Jahren. Und zwar nach der Gründung der Türkischen Republik 1923 musste ja die osmanische Familie, die ja die Herrscherfamilie darstellte, musste 1924 das Land verlassen mit dem Verbannungsdekret. Ja? Mit dem sind die ganzen Prinzen und Prinzessinnen der Sultansfamilie nach Europa ausgewandert, zum großen Teil. Und einer davon war ein Nachfahre von Sultan Abdülhamid gewesen, der dem damaligen Quli Bey ja die Audienz versagte, ausgerechnet der. Und Abdülkerim Efendi ist in Kontakt geraten mit Muhsin Çapanoğlu, einem türkischen Intellektuellen, der in Frankreich lebte, ja, und beste Kontakte zum japanischen Generalkonsulat in Paris hatte. So. Und quasi über Muhsin Çapanoğlu ist Abdülkerim Efendi, dieser Prinz, in Kontakt geraten mit den Japanern. Und die Japaner hatten ja aufgrund der schwächelnden Lage in China, China war zu diesem Zeitpunkt ja in einem Bürgerkriegszustand, hatten sie ja die Chance gesehen, den japanischen Herrschaftsbereich, die Einflusssphäre der Japaner auf China weiter auszudehnen. Man hat es ja gesehen gehabt, die Japaner haben in der Mandschurei, also in Nordchina, hatten sie den ehemaligen Kaiser Puji installiert, ja, als Herrscher. Und dann wiederum in der inneren Mongolei, das auch heute zu China gehört, hatten sie einen mongolischen Prinzen eingesetzt, um ihre Machtansprüche dort zu vertreten. Nun haben wir ja natürlich noch Ostturkestan. Ja? Und da hatten sich die Japaner überlegt, okay, nehmen wir einen osmanischen Prinzen. Ja? Wir stehen gerade im Kontakt mit dem. Ja? Abdülkerim Efendi, wie wäre es? Würden sie sich bereit erklären, da quasi in Ostturkestan die Herrschaft zu übernehmen? Man hat in diese Operation eingewilligt, ja, und Schehzade Abdülkerim Efendi ist mit seinem Verwandten Mehmet Orhan Efendi, diese zwei Prinzen sind mit Muhsin Çapanoğlu dann über Indien, über Singapur nach Kobe in Japan gereist. Und in Japan, in Kobe, hat man dann einen islamischen Kongress abgehalten, in dem dann alle Vertreter der zentralasiatischen Völker zusammentraten und auf dem dann quasi Schehzade Abdülkerim Efendi als Herrscher oder Sultan von Ostturkestan dann ausgerufen wurde. Ja? Das war 1934.
33, 34. 33 hat sich ja die erste Republik gegründet in Turkestan. 34 hat sich dieser Kongress zugetragen mit den Japanern. Aber genau im selben Jahr hat man dann erkannt, die japanische Armee ist noch nicht so weit in Zentralasien reinmarschiert, um überhaupt diese Operation zu ermöglichen. Ja? Das Landesinnere, ja, also Turkestan ist ja sehr Für die zentral. Japaner schon. Sehr zentral. Ja. Und die Japaner haben sofort erkannt, quasi bis nach Zentralasien vorzudringen, ja, benötigt es mehr. Ja. Und als ihm bewusst wurde, dass diese Lage aussichtslos erschien, hat man quasi dann Schehzade Abdülkerim Efendi fallen gelassen. Ja, man hatte diese Operation dann aufgegeben. Ja. Und nun kam es so weit, dass sich hier einmal der sowjetische Geheimdienst und nachher der chinesische Geheimdienst eingeschaltet haben. Ja. Und es wurde Schehzade Abdülkerim und seinem Verwandten Mehmet Orhan Efendi, den 2 Prinzen, wurde zugetragen, dass ihr Leben in Gefahr ist. Daraufhin sind sie mit einem Frachter nach New York gefahren. Ja. Und in New York wurde dann Schehzade Abdülkerim Efendi 1935, also ein Jahr später, wurde sein Leichnam in einem Hotel gefunden. Er wurde ermordet. Und das Hotelpersonal hat angegeben, sehr viele Chinesen an dem Tag im Hotel gesehen zu haben. Ja. Der Mord ist bis heute nicht aufgeklärt. Ja, man vermutet, dass da eventuell die Chinesen hinterstecken. Ja. Aber Mehmet Orhan, sein Verwandter, ist kurz nach dieser Meldung sofort dann abgereist aus USA und ist dann nach Syrien ausgewandert, ja, wo er dann quasi... Er hat quasi sein Leben gerettet. Ja, richtig, ne? Ja. So, musste. Und wie gesagt, diese Operation, weil es mit den Japanern nicht gut lief, ja, hat natürlich demzufolge es zur Folge gehabt, dass eben Ostturkestan weiterhin chinesisch blieb. Ne? Und dann nachher von den Kommunisten unter Mao Zedong dann nachher komplett eingenommen wurde in den 40er Jahren. Ja. Ne? Also dann würde ich gerne von Ihnen wissen, wie Sie darüber denken, dass jetzt zurzeit sehr viele Informationen aus Osttürkestan erschienen sind. Und man behauptet, dass es nicht alles wahr, was man den Chinesen vorwirft, den Uiguren zu unterdrücken und die Menschenrechte zu verletzen und alles Mögliche halt, diese Grausamkeiten. Das wäre nicht so richtig. Was denken Sie darüber? Wie leben die Uiguren in Doğu-Türkistan, also unter der Herrschaft von China? Also ich selber bin ja noch nicht da gewesen. Ja? Also ich kann natürlich nur Informationen von denjenigen entnehmen, die entweder geflohen sind, ja, oder natürlich von Menschenrechtsorganisationen, die sich intensiv damit beschäftigen. Ja, es stimmt, dass die Uiguren in Ostturkestan unterdrückt werden. Ja, das ist richtig. Sie werden in ihren Bürgerrechten eingeschränkt, aber genauso wie alle anderen Chinesen auch. Ja, nur hier ist quasi ein Unterschied da drin, weil es besteht schon ein eklatanter Rassismus der Chinesen gegenüber den Uiguren. Ja, also den Han-Chinesen. Die Han machen ja das größte Volk in China aus. Genau hier muss man dann schauen, aufgrund dieser eingeschränkten Bürgerrechte kommen nur sehr spärliche Informationen ins Ausland oder werden ins Ausland getragen. Ja? Da es keine Presse und keine Meinungsfreiheit gibt, können wir uns nur sehr schwer vorstellen, was sich überhaupt da in dieser Provinz überhaupt abspielt. Die Richtigkeit der Bilder und Videos und anderen Medien, ja, die in letzter Zeit im Internet oder sonst wo kursieren, ja, müssen demgehend auch immer hinterfragt werden, ja, immer auf Richtigkeit überprüft werden,
weil wir leben natürlich in einer Zeit, in der Medienmanipulation diesbezüglich natürlich auch vorherrschend ist, ja, und auch missbraucht wird. Ja, was natürlich jetzt nicht die Sache schmälern soll, dass Uiguren dort wirklich zu leiden haben. Ja? Also wir wissen zum Beispiel, dass jetzt während des Ramadans dort ein Ramadanverbot gilt, ja, für beamtete Chinesen, Lehrer, was weiß ich. Und natürlich auch, dass Protestler und Oppositionelle aus den uigurischen Kreisen in Gefängnissen sitzen. Ja? Und ich kann mir sicherlich vorstellen, dass die chinesische Gastfreundschaft in Gefängnissen nicht gerade gut ist. Ja? Also sie haben da sehr zu leiden. Natürlich ist auch bekannt, dass die Uiguren in Ostturkestan nicht die Freiheiten haben, die noch den normalen Chinesen gegeben ist. Ne? Also die freie Arbeitswahl zum Beispiel. Ne? Es werden, obwohl die Uiguren top ausgebildet sind, werden ihnen Arbeitsstellen verweigert, weil sie Uiguren sind. Ja? Und genau das ist der springende Punkt, ja? Der wieder vom Rassismus herrührt, ja? Der dort vorherrscht. Ja? Darüber hinaus ist natürlich von der kommunistischen Regierung her eine ganz große Ablehnung, was den Islam betrifft. Weil die Uiguren ja zum großen Teil muslimisch sind, ja, sieht das kommunistische Regime das ja noch kritischer. Ja. Es ist eine fremde Religion, ja, in China, obwohl sie schon seit Sultan Abdülhamids Zeiten dort präsent ist, ja, und noch viel älter. Aber trotzdem wird sie mit einem scharfen Auge aus Peking gesehen, ja? Auch aufgrund des Islams. Ja? Gut, also dann bedanke ich mich für diese wertvollen Informationen, Herr Mars. Und liebe Zuschauer, wir verabschieden uns für heute mit dieser Sendung und bis demnächst.